Und das sind wir wieder. Weitere Folge von Frostpunk. Ja, es ist kalt geworden. Minus 60 Grad. Vorbei mit T-Shirt-Wetter. Definitiv nun. Also, hier mal Leute anstecken. Ich habe Personalmangel, merke ich gerade. Es ist wohl an der Zeit, dass ich da wieder mal ein paar Leute zusammensuche. Hier ist niemand. Ja, stecke ich hier den Rest noch hier rein. Ich ziehe die einfach mal hier rüber. So. Weil hier habe ich ja eh. Ne, was mache ich denn da? Das ist ja völlig sinnlos, was ich hier gerade bastle. Wenn schon, könnte ich hier ein bisschen was rausnehmen. So. So, es ist gerade ziemlich heftig am Regen. Ich weiß gar nicht, ob das auch in die Aufnahme reinkommt. Stellt euch einfach vor, das sind die Schneeflocken hier in Frostpunk. Vielleicht so ein bisschen Hagel. Londoner noch 2. Hoffnung fast auf Maximum, also muss ich mir jetzt echt keine Gedanken machen. Was ich mir aber Gedanken machen muss, ist hier. Ich muss den Overdrive ausschalten. Das dürfte jetzt kalt werden. Ja, die Kohle wird echt knapp. Ich muss hier echt noch ein bisschen Micromanagement betreiben. Gucken, also der ist fertig. Dann muss ich hier natürlich noch die Heizungen aktivieren. Das braucht noch mehr Kohle. Der Zyklus läuft noch. Hier kann ich noch Mitarbeiter stehlen. Ne, rein, nicht raus. Langsam ein bisschen unübersichtlich hier. Okay, jetzt wird hier aber volle Pulle gefördert. Ja. Okay, ich mache wieder Plus, sehr schön. Überrascht mich, dass ich noch keine Unzufriedenheit wegen kaltes Zuhause bekommen habe. Vielleicht ist hier die Festpredigt, die noch dagegen liegt. Und, Generatorleistung. Der Kessel heizt auf. Ich fürchte nur, dass... Okay, ist wieder alles gut. Kohle ist noch nicht positiv. Wunderbar, und die Kälteperiode ist bald vorbei, nur um dann in ein paar Tagen noch weiter zu steigen, dann wird es minus 70 Grad. Oje, oje, oje. Das heißt, alles, was jetzt hier kühl ist, das wird dann natürlich blau. Das heißt, am einfachsten wäre es, wenn ich die Heizkörper steigen könnte. Ansonsten muss ich mit den Dampfzentren beginnen. Aber der Heizkörper würde das Problem lösen, eine weitere Stufe. Bis auf die Häuser. Da müsste ich entweder die Dampfstufe erhöhen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, ein bisschen kalt.
Oder die Häuser. Ach, ich forsche gar nicht, ich Idiot, das geht ja gar nicht. Also, Effizienz bringt nichts. Ich brauche hier diesen. Und ich brauche Haus. Hier ist Haus. Erst Haus, dann kann ich die upgraden. Ja, das schaffe ich bis zu 70 Grad. Das schaffe ich dann. Minus 70 Grad sollte dann auch machbar sein. Alles im grünen Bereich. Schauen wir mal, was wir hier draußen finden. Tesla City. Schauen wir uns mal um. Scheint so, als wurden sie von ihren eigenen Lichtblitzen geröstet. Ja. Wir sagen ein gewisses Risiko, wir gehen aber rein, sonst finden wir ja nichts. Oh je. Tot. Aber ich kann trotzdem den Außenposten bauen, von dem her gesehen. Ist okay, ist okay. Tote gibt es eben. 5 tote Einwohner, das triggert jetzt vermutlich die ganze das Beerdigungsgedöns. Ist natürlich schade, weil ich habe eh zu wenige Mitarbeiter. Ich muss jetzt ein bisschen umteilen. Also als erstes brauche ich wieder 5 Bewohner, damit ich ein neues Erkundungsteam bauen kann. Und das schicke ich zu den düsteren Höhlen, weil das ist halt auch so eine Quest, das kann schief gehen oder eben nicht. Wenn es nicht schief geht, kriege ich mir Einwohner und die brauche ich im Moment. Zwei Londoner gibt es noch. Was haben wir hier? Essen für die Hungernden. Essen habe ich genug. Was ist mit den Kranken los? Ist sie nicht im Betrieb? Doch. Ich habe doch genügend 10. ,15 und hier ist doch auch noch eine. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Kapazität für 20 Patienten. Wieso sind denn die hier? Ach, die gehen auf eine Expedition. Ich habe Kranke für eine Expedition angeheuert. Das war toll. Das war echt toll. Die werden ja bestimmt sterben. Nee, das bringt doch nichts. Sie sterben doch. Kann ich die auch wieder umwandeln? Egal. So, Micromanagement. Ach, ich hasse es. Es wird immer komplizierter. Würde ich mal... Was brauche ich? 3 Jäger muss ich versorgen. 1, 2, 3... Nee. So.
Also das müsste irgendwie... Ich hatte natürlich gar keine Auswahl. Ich musste nehmen, was da gerade vorhanden war. Naja. Machen wir mal wieder ein Abendgebet. Da ist die Hoffnung langsam auf Maximum. Super Sache. Was ich jetzt noch machen kann, Anpassung, Zeit für ein neues Gesetz. Ich habe hier die Kinderheime gebaut. Ich habe was für das Sozialwesen getan. Jetzt holen wir auch ein bisschen Profit raus. Kinderarbeit kann ich nicht machen, aber ich kann mich entscheiden, möchte ich die Kinder entweder als Sanitätslehrlinge einstellen. Das heißt, meine medizinischen Einrichtungen steigen ihre Effizienz, oder als Ingenieurlehrlinge, dann sind meine Werkstätte, die besser werden. Ich gucke mal schnell. Ich habe ja die Forschung natürlich jetzt nicht. Potenzial ist 170. Und ich werde natürlich meine Kinder als Ingenieurlehrling machen, damit die Forschung schneller geht. Gibt auch keine negativen Werte und immer noch 170. So, der letzte Londoner. Ja, in 6 Tagen werde ich das sicher hinkriegen. Ich hoffe es zumindest. Ach, hier auflösen, sehr schön. Unbedingt. Also ich kann hier die Arbeiter rausnehmen. Okay, die sind jetzt alle in Behandlung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen neuen Sperr erstelle, dann müssen das gesunde sein. Jawohl. So. So muss das sein. Dann sterben die mir wenigstens nicht unterwegs. Was forsche ich gerade? Ich forsche die Heusacke, da mache ich hier noch nichts. Ich habe jetzt 20 Krankenplätze. Ich denke, ich werde die inneren dort einreißen. Ich bin mir zwar jetzt gerade nicht sicher. Nee, das ist ja Wahnsinn, wie viele Kranken jetzt wieder hinzukommen wegen dieser Kälteperiode. Ach, das ist lustig, nach 70 wissen wir wieder auf minus 50. Das ist vermutlich so ein Test, ob man einen Tag bei minus 70 überlebt. Das sollten wir aber hinkriegen. Bin ich gespannt, wie lange das hingeht. Ich meine, mit Häuser-Upgrade, ich kann noch eine zusätzliche Dampfstufe, dann kriege ich noch 2 hinzu. Dann wäre ich ja bei minus 80. Die Umgebiete mit Dampf. Wo? Ach, wir sind die Londoner los. Juhu! Tja, Grund zu feiern, die Krise ist überstanden. Sehr schön. Wow, Hoffnung auf 100%. Unzufriedenheit auf 0.
das bei Tag 23, also es könnte deutlich schlimmer aussehen. Ah, das Speisehaus. Was mache ich mit dem Speisehaus? Das ist noch ein bisschen das größte Problem. Naja, ich kann ihn noch einen Moment dort lassen. Hat jetzt so viele Kohle gefressen über Nacht. Dann brauche ich unbedingt noch ein weiteres Rohstofflager. Ist ja krass, was die da... Das war doch auf dem Maximum. Nicht? Schauen wir mal, wenn die Schicht beginnt. Na gut, okay. Also, wir haben wieder 40 Grad. Das heißt, ich werde hier die Dampfstufe mal... vielleicht um 2 Stufen reduzieren. Ach, jetzt kann ich echt ein bisschen rauskriegen. Also, die... Ach, die sind natürlich, dass es rot wird. Mit kühlen. Moment, ich kann nicht nach. Bin fort. Kühl ist okay. So, und so viele Kranke. Ich habe zwar 20 Kranke. Ist es wirklich schlau, was ich hier mache? Nee. Nee, es ist nicht. Das gibt nur Kranke. Im Moment habe ich echt genug davon. So, ist wieder alles eingeschaltet. Ich produziere genug Kohle, das sollte okay sein. Bis auf diese hier. Ne, das reicht. So, was ich jetzt aber machen werde, als erstes natürlich eine neue Forschung. Also die Effizienz ist sicher wichtig. Außenposten sollte ich... Ja, es ist noch nicht dringend. Das ist eigentlich nicht... Ja, so viel zu forschen. Aber ich sagte, ich muss auch noch die Heizkörper erweitern. Für die 70er Kältewelle machen wir erstmal das. Hier kann ich jetzt noch mehr einlagern. Okay, ich muss hier ein bisschen Micromanagement betreiben. Ja, ich muss ganz viel Micromanagement betreiben. Das muss jetzt hier echt gefüllt werden. Ja, ich brauche beide. Ich brauche nämlich hier auch das Stahlwerk. Weil, was machen wir jetzt? Wir upgraden die Hütten.
Ähm, 8. Das reicht nicht mal für eine. Und das wird jetzt natürlich sehr ressourcenintensiv. Ich denke, ich baue mal 3 Stück. Oder gleich 4. Kann ich gar nicht. Ich habe kein Holz mehr. Meine Güte. Ja, also Kohle steigt. So viele Kranken. Aber das sollte jetzt eigentlich besser werden. Jetzt habe ich ja schön geheizte Häuschen und Arbeitsplätze. Mache hier sogar noch das Speisehaus. Und die Sanitätsstation. Ah, ich brauche mehr Einwohner. Definitiv. Bis es soweit ist. Also die Hütten sind fertig. Was habe ich jetzt hier? Ach, die sind auch super warm. Was klickt denn hier jetzt so wild? Ach, ich wollte gucken. Also ich kann 3 Häuser gleichzeitig upgraden. Zumindest zumindest bis neue Leute eintreffen. Forschung werden wir auch gleich erreichen. Aber ich denke, das gucken wir in der nächsten Episode an. Die Zeit ist schon wieder rum. Ja, geht schnell wie immer. Beenden wir mal, schaut einfach in die nächste Folge rein. Ich freue mich natürlich auch über Likes, Abos, Kommentare, was auch immer. Bis dahin, tschüss.